Diese Blüten sind nicht aus Glas, sondern aus Zucker. Konditormeister Hans-Georg Löw präsentiert immer mal wieder ein neues Kunstwerk in seinem Laden. Das ist jetzt ein Zuckerschaustück, das ist jetzt ein älteres, das muss jetzt weg, weil wir jetzt Platz brauchen. Gerade jetzt zur Osterzeit mache ich jetzt einen Osterhasen. Ja, und das ist ein bisschen ein kniffliges Gesicht, weil halt da viel passieren kann. Einschlag und alles ist kaputt. Denn die Zuckerkunst ist noch zerbrechlicher als Glas. Der Osterhase soll ein bisschen aussehen wie im Comic. Im Zeichnen bin ich nicht ganz so toll. Mir geht es nicht bloß darum, dass ich die Größenproportionen mir vorzeichne, dass er vorne in den Glasstürz nicht passt. Hans Löw wird unterstützt von Vincent Brack. Der ist auch Konditormeister und hat in der Meisterschule mit Zucker gearbeitet. Er will es mal wieder probieren. Da ist die Schwierigkeit, wenn es zu dünn wird, dann platzt. Oder es kann auch sein, dass es zu dick an einer Stelle ist, dann wird es nicht ganz gleichmäßig. Grundlage der Zuckerkunst ist Isomalt, ein Zuckeraustauschstoff, der in vielen Bonbons oder Kaugummis steckt. Er muss bei genau 170 Grad kochen, damit sich die Zuckermasse später gut blasen lässt. Zuerst muss sie aber etwas abkühlen. Am Rand wird er halt am schnellsten kalt. Und dann muss ich ihn halt noch ein bisschen schön gleichmäßig zusammenschlagen, weil sonst kühlt er ungleichmäßig aus. Die bunten Zuckerklumpen kommen unter die Wärmelampe und dann geht's los mit dem ersten roten Ei. Auf dem soll der Hase sitzen. Das muss jetzt kurz heiß gemacht werden, damit es auch an dem Stabal anschmilzt. So, und jetzt fangen wir das Blasen an. Geblasen wird mit einem Blasebalg und nicht wie bei den Glasbläsern mit dem Mund. Aus hygienischen Gründen natürlich, aber auch damit keine feuchte Luft ins Innere des Eis gelangt, denn Feuchtigkeit macht Zucker instabil. Das Blasen tut man eigentlich, dass man die Druckstellen von den Fingern, dass man die wieder ausgleicht. Sieht gar nicht so schwierig aus, ist es aber, wie wir nachher bei Vincent sehen werden. Jetzt ist der Meister zufrieden mit der Form und hält sein Zuckerei vor einen Föhn mit kalter Luft zum Abkühlen. Und dann der gefährlichste Moment, das Ablösen des Eis vom Blasebalgröhrchen. Wenn ich ihn jetzt runterlöse, muss ich jetzt ganz vorsichtig arbeiten, weil der Zucker einmal ganz schnell zurückschneuzen kann. Und dann ist die ganze Arbeit umsonst. Dann kann ich noch mehr anfangen. Geschafft. Letzter Temperaturtest am Gesicht. Das Ei ist gleichmäßig, glatt und rund. Beim Chef ist nichts gesplittert. Aber wie werden die Eier vom Zucker Neuling werden? Er braucht Konzentration und Fingerspitzengefühl. Das geht ganz gut, ja. Ist nur auf einer Seite ein bisschen dünner. Man muss mit dem Finger, mit der Hand ein bisschen ausgleichen. Ja. Beziehungsweise an der Stelle, wo es zu dünn ist. Der spannende Moment auch hier. Den von den Stab runterbringen muss. Sieht man, hier ist es viel dunkler als hier drüben. Das bedeutet, dass es nicht gleichmäßig dick auf allen Seiten ist. Also die Wand ist dicker als die Seite. So ganz eiförmig ist alles. Ja, es ist nicht perfekt, das stimmt, ja, ja. Ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Also Nochmal machen. beim Chef geht's jetzt wie am Fließband weiter. Die Pfoten sind nur modelliert, nicht geblasen, weil sie unten am Boden liegen. Alles, was aufrecht steht, darf nicht so viel Gewicht haben, ist also innen hohl. Dagegen ist die tägliche Arbeit der beiden und ihrer 4 Lehrlinge vergleichsweise einfach. Hans-Georg Löw ist nicht nur Konditormeister in Geiselhöring, sondern Prüfungsvorsitzender der Innung für ganz Bayern. 1975 war er schon Deutschlands bester Konditor. Sein Vater hat die Konditorei 1949 gekauft. Seinerzeit war Zuckerkunst kein Thema. Aber Hans hat sich dafür interessiert und beim damals weltbesten Zuckerkünstler Willy Pfund in Zürich einen Kurs belegt. Gleich am ersten Tag, das weiß ich noch gut, das erste Stückel, das war eine japanische Geisha. Also das war
irre. Jetzt ist mal zuerst mit ein paar Blüten angegangen. Und dann haben wir halt jeden Tag so unsere Schaustücke gemacht. Jeden Tag 2, 3. Das bayerische Staatswappen, 40 Zentimeter hoch, hat Hans Löw in seiner Meisterprüfung gemacht. Die Prüfer hatten so etwas noch nie gesehen. Wenn du mit Zucker arbeitest und du bist im Stress und bist in der Hektik und dann stehen 5 Prüfer um dich herum und schauen da bloß noch dir zu, weil sie es einfach noch nie gesehen haben. Es war schon nervenaufreibend. Nervenaufreibend wird es jetzt auch gleich wieder. Das Schwierigste sind eigentlich der Kopf und die Ohren, weil ich die Ohren zweifarbig machen möchte. Weiß und Braun haben aber nicht genau dieselbe Temperatur und deswegen nicht dieselbe Konsistenz. Sie müssen sich aber gleichmäßig ausdehnen beim Blasen. Und du hast natürlich an dem Ohr innen drin Luft und möchtest es dann trotzdem ausblasen. Jetzt, wenn ich zu viel blase, dann kriege ich meine Struktur wieder raus. Vincent kommt aus dem Staunen nicht raus. Es ist einfach die jahrelange Erfahrung, die man da sieht, dass er genau weiß, was er machen muss, damit das so wird, wie es dann wird. Das ist das Faszinierende. Mit dem 1300 Grad heißen Bunsenbrenner wird der Frack klebrig. Eine wahre Herausforderung, dieser Hase. Hans Löw macht so etwas nur wenige Male im Jahr, denn für normale Torten wäre das viel zu teuer. Einen ganzen Tag brauchen die beiden für den kunstvollen Osterhasen. Ja, ich brenne für meinen Beruf. Ich mag das. Mir macht das einfach Spaß. Mal aus dem Alltagstrott mal wieder was Besonderes machen. Ich muss mich da vollkommen konzentrieren. Da vergieße ich Raum und Zeit. Eine Schleife soll aus dem Gelb entstehen. Diese Technik heißt Zuckerziehen. Das ist fast noch schwieriger als das Blasen. Der millimeterdünne Strang kühlt sofort aus, wenn er von der Wärmelampe wegkommt, und er wird brüchig. Ja, die Anspannung wäre jetzt allebei größer. Einmal ist uns passiert, da haben wir schon ein Schaustück da gehabt. Und das haben wir dann da hergestellt und dann ist ein Lieferant gekommen und hat dann bloß einen Karton Butter draufgestellt und dann ist alles zusammengebrochen. Ein kurzer Schlag und dann ist alles hin. Äußerste Vorsicht also auch bei Vincent. Man darf sich nicht die ganze Zeit denken, dass man da jetzt nicht drankommen darf. Du musst die ganze Zeit dran denken. Nein, das macht nur nervös. Und Nervosität könnte fatal sein, jetzt nach einem ganzen Tag Arbeit und dem einsetzenden Stolz. Also der Zucker, wenn ein Licht drauf kommt, das ist das Schöne, wenn der so richtig glänzt, das bricht sich da drin. Ach, das ist einfach toll. Es schaut ja letztendlich doch aus wie Glas. Aus dem Zucker. Ja, jetzt müssen wir bloß noch heil 4 bringen. Ein kurzer Schlag und alles ist kaputt. Die letzten Meter auf dem Weg von der Backstube in den Laden. Geschafft. Der Zuckerhase darf jetzt die Konditorei zieren. Bis zum nächsten Meisterstück. Boah, passt.